Sehr gut. Dat is schön dat het zondagsmorgens is. Een van de grootste dingen wat ik me allemaal moet leren om te gaan is met mijn gevoel. So, God heeft ons mensen met gevoel gemerkt om dat leven schön maken. Aber wenn uns menschliches Leben an Sinn gefallen ist, dann sind unsere Gefühle auch zwei. Und dann einmal dann, wenn ich geboren war, in ein Haus fahren, dann fällt sich so, ich habe alles gemerkt, oder ich habe alles soll anschauen, oder mir fällt alles bei, was ich nicht gesagt habe, ich soll sein. So, ich liebe mich noch einmal, um umzugehen, dort, wenn ich Sonntagsschule bringe, dort ich mein Basset gebe, wenn ich den Heiligen Jesus vertraue. En mijn vader had dan dan aufgegeben. Ik had de laatste paar weken een beetje mijn boven ingehad met ons daar de Bibel gaan. Maar ik heb moed frisch gevonden en ik vertrouw dat de zondagschool kan verjunt en zien zijn. We zijn aan onze geschichte, zodat lektion nummer 6, ik had je nog WhatsApp geschickt, je kunt je een papier metbrengen. Wir sind hier so nicht zwischen den Rechters in den ersten König. Und wir wollen aber, bevor wir uns an die Königgeschichten angehen, weil wir uns ein klein bisschen der Regierung bekennen, was zu der rechten Zeit passiert. So, wie kann über dem, haben wir sagen noch wiederholt, dass das Bund, was gemerkt wird, dass wir zwischen Gott, der Allmacher, der wat die Welt gemerkt hat, in Menschen gemerkt hat, der Gott, der merkt, der im Bund mit wem? Mit Israel. Sehr gut. So, wenn wir denken an Israel, dann habe ich all mehrmals erwähnt. Wenn wir die drei Dinge, was das Bund mit Israel dann nu merkt. Was kriegen die Israeliten durch das Bund? Land, sehr gut. Land. Ich werde das ja anschreiben, wenn jeder noch beim Antworten das nicht reicht, dann muss ich mir das sagen. Was wären die drei Dinge, was bei dem Bund mit bekriegen? Was braucht das, damit Israel ein Land sein, eine Nation? Sehr gut. Menschen, sehr gut. So das sehen, das ist hilfreich, wenn ein Land kann ein Land sein oder ein Volk kann schaffen, dann muss hier so ein Volk sein. Das ist, wo wir nu sind. Aber dann bleibt nur die große Frau, wo regiert das himmlische Vater über das Volk? Wo kann das sein, dass das Land schaffen wird, ohne Gott sein Herrschen? Und das ist eine Frau, die wir haben al halb geantwortet, wenn wir haben al eigentlich gesagt, dass, weil Israel aus Ägypten rückgeholt wird, dann merkt Gott das. Ja? Und manche drei Dinge ist ein so wichtig, das ist ein Gesetz. Also Gott sagt, das sollst du tun, das sollst du doch tun und das schafft. Wir wissen, dass das schafft, wenn Gott merkt nicht Dinge, die nicht schaffen. Aber wo war das Gesetz dann an das Volk angewandt? Wer kann man sich, dass das passiert? Der Rechter, sehr gut. So, dort kommen wir dann nu bei der Richterkeit. Wenn wir denken an Regierungen gibt dort allerhand verschiedenste. Du hast ein Wort, wo du auf Spanisch sprechen, und ich werde das hier Spanisch handschreiben, und ich weiß nicht, wo man das auf Deutsch sagt. Dort heißt eine Theokratie. Also, Theokratie, wer weiß, was das meint? Gott hat die Macht, aber das geht noch ein bisschen wieder. Das meint, dass die Regierung in alles, was am Land angeht, hat Gott das erste und das letzte Wort. Also, wenn wir denken an eine Theokratie, dann sagen wir, Gott
regiert. Aber nicht bloß im Sinn von, wenn dort Schutz jetzt wird, dort hat dann die zwei Areas vom Leben mit an. Gott regiert und dort wird sozial, unbelangt und penal. Okay? Und dort wordt ook bij de Spanisch handschrijven, nog selber over maken. Aber allemaal, ik wil dat erklären. In de Theokratie, du als Gott, der wir regiert, aber alles, was an dieser Regierung angeht, dient dem Gott. Dat meint so viel, dort sogar die Partys, die angestellt wurden im Alten Testament, die dienen am Zweck, um Gott zu ehren. Alles, was das Volk anstellt, hat letztendlich das Ziel, Menschendenken zu halten, dort wäre es Gott. Also, wenn wir lesen, 5. Mose sagt, die sollen jeder Jahr Passafast feiern, wieso sollen die? Die sollen nicht vergessen, dass Gott ihn hat die Ägypten rausgeholt. Alle Dinge, die wir beobachten am Volk Israel, wo Regierung aber auch fastlich ist, das hat zu tun mit, dass Gott wird regieren, geirrt worden, geluft worden, und Gott ist das Zentrum von dem ganzen Pack. Und die Rechte zu dieser Zeit, die dienen dort, wenn das eine Stimme fehlt, dann wird ein Rechter, wer dort können. Uitleiden. So, wir weten dat deze theocratie de schafft en wat wir wat helden de mensen zich te weten wat wil God. Wonen je Satzen. Sehr gut. So, Moses hat er abgeschrieben. Gott hat Moses gesagt, hier sind die Gesetze für mein Volk, alle Mann können lesen, und wenn die wenigstens wollen. Diese Moses-Gesetz, und ich habe hier so ein kleines Gesetz handgeschrieben, damit wir wissen, um was sich dort handelt. Das Moses-Gesetz, das braucht dann nicht bloß noch angewandt. Das Volk muss dann nicht bloß noch sich demütigen und ja, das Gesetz, was Gott gegeben hat, und alles wird fein schaffen. Und ich glaube, Peter hat eine sehr gute Arbeit getan, für Sinn nach mit uns den letzten Rechter feststellen. Und du bleibst mir eindenken, solche Sachen. Was deut Samuel immer war, wenn das Volk nur Samuel kam und sagt, wir wollen das oder wir wollen das. Der ging nur Gott und sagt, hey, dein Volk, da will das oder das oder ja. Und da wies uns so klar das Bild, dass Samuel hat auf keinen Fall die Anstellung regieren zu können. Und dort, du wirst wir absetzen bleiben. Samuel und der Rechter werden keine Regierungsmänner im Sinne von, ich will das Volk regieren. Du wirst ein paar, was du willst, und die haben ein sehr schlechtes Eng. Aber wenn wir Samuel aus den golden Rechter bekennen, dann soll wieder sogar will das Volk zu Samuel sein, Samuel, wie wollen kennen, wie wollen sie sein als das andere Volk. Samuel sagt nicht, no, ich sehe einen Rechter und ich sehe Gott genug für ihn. Samuel denkt nur Gott und sagt, dein Volk, der wollen kennen. Und dann merkt man so deutlich, dass von Gott, nun Gesetz, nun Volk, wie kein Mann zwischen aus ein regierendes Bild. Der Rechter hat die einzige Abgabe, das Gesetz den Menschen auszuleihen. Und dort wir fein. Wenn wir von der an diese Geschichte nennen von den Eva-Switch, nun den vom Rechter, nun König, dann wollen wir uns das Bild unbedingt mitnehmen. Gott regiert, dass wir nicht der Rechter. Gott hat sein Gesetz gegeben und dort wir fein. Das Gesetz wird angewandt Volk durch Rechter. Dann wir nur weise Männer. Gott hat Menschen durch den Heiligen Geist berufen, so Samuel, und dann gingen Menschen nur Samuel, und dann früher, hey Samuel, was tun wir mit das? Und dann wird Samuel Gesetz gehen, und dann wird sagen, in Gesetz steht, wir machen das so tun, so das ist, was wir wollen tun. Da wird nicht Samuel, wer du regiert. Da wird nicht der Rechter, da wird Gott sein Gesetz angewandt.
wenn wir dann nu an diese Geschichte wiederholen, dann werden wir uns aber das nächste Wort hier handschreiben, was ich persönlich glaube, was sehr fern arg angewandt wird an der Bibel. So, Theokratie habe ich gleich verstanden, Gott regiert, du bist kein Mensch, der regiert, Gott hat alles, was angeht, gehört Gott. Dann, was wir hier an der Seite handschreiben, Monarchie. Okay? Eine Monarchie, so wie von der ersten Tag, dort wird verstehen, wer weiß, was dort bedeutet. Hä? Ein König, der regiert, und noch Gemeinde, sei wie abspannend. So, also, Monarchie meint bloß einer, wer du schauen kann. Das wird auch Wort bedeutet, aber das wird angewandt an Länder, wo ein König hat. So zum Beispiel China, Russland und noch ein paar andere, die wurden von der ersten Tag nach Ungarn kommen. Aber das Wort Monarchie schafft eigentlich nicht eine Bibel zu bringen für einen König, und wir waren sein Besuch. So, kommt man mir an diese Aventura von Monarchie an. So, wir wollten dort, du soll dann einer sein, wo du schauen kannst, und wir wollten dort das Volk kämpfen, nur Samuel, und der sagt, wir wollen so sein, als das Volk hier rundum. Für wir an der Geschichte nehmen, dann fehlt du noch ein Ding. Was ist so besonders an einer Monarchie, wenn du einen König hast? Was fällt dir ab, was du würdest sagen, ein Königreich hat zu tun mit was? Das hat zu tun mit, dass du so als eine Familie, okay. Du hast eine Familie, wo du regiert. Und dort schafft an der Führer, wenn der zu alt ist und stirbt, dann sie sehen, wenn der zu alt ist, dann sie sehen. Und dort nennt man eine Dynastie. Okay, dort wird Dynastie meint eine Reihe von regierenden Männern aus derselben Familie. Und dort war wir uns mit so festklammern, wie du hast eine Dynastie an der Bibel. Du hast eine Familie, wo du regieren durch das Alte Testament, und der beste, der vollkommenste regierende Mann wie Jesus. Also der kommt von dieser Familie. David wird der Urgroßpapa von Jesus. Und dort ist diese Dynastie, wo du anfangen. Aber hier ist der Geschichte wird langweilig sein, wenn Samuel bloß heute keine merken, dann wir alles fern. Ne? Dort, wir wissen auch, wo die Geschichte ist. Das Volk wählt sich wem und dort halt nicht an, und dann geht alles Loch an. Und diesen 380, weit wie dort Josua, dort Volk an dort versprochene Land anbringt. So, wenn ihr hier so ein Papier haben und jeder ein Kritzeln, du so bei Josua, die 1380 handschrieben, und die rechte Zeit, wo du Anfang, endlich kurz am verhaltenen Land an der 1380, der regt bei der 1051. So, wir wollen sagen 300 Jahre, klingt besser mal, 380. 330 Jahre regt das rechte Zeit, bis wir dann den ersten König durch so sein angestalt über das Volk. So du bist Saul, weil die 1051 handschrieben, dass 1051 Jahre vor Jesus geboren wird Saul angesalbt. Wir wollen uns dann als Anleitung nur 5. Mose 17 drehen. Und da werden wir uns einen Aufschnitt lesen, wo der Abfall ja wies, verhüt all geschrieben worden wir von Gott angedient, dort wurden, der Volk wurde noch mal ein König wählen. Und hier ist das Rezept für den rechten König. Wenn man da kann hier mitlesen, wir wollen da so 5. Mose 17 und dann wollen wir von Vers 14 bis 20 lesen. Wer immer du willst, kann ein paar Vers lesen. So gut. So, am Licht von dem, was wir wollten, von den ersten 3 Königs, dann denken wir so, okay, wieso habe ich diesen Text noch nicht gelesen? So jetzt mir. Wenn ich die Königsgeschichte
studieren. Und wo Samuel dann an das Amakel gelehrt ist, und kann ich über Israel zu sagen, dann frage ich mich die Frage, wo so harsch wie nicht nur das originale Bild von den König zum Urteil merken über was passiert. Also nicht mehr so von den Hand checken, wenn ich sage Urteil, die Bibel sagt, wir sind ein bisschen rechten, so wir haben die Freiheit, das Gesetz zu lesen und dann zu checken, dass die Königs haben nicht alles anders getan, wenn das, was die Bibel uns lehrt. So, wir haben hier ein paar Dinge, was erstens wir sollen rückheben. Die König, was hier beschrieben wird, wer will mir mal abfällige Dinge sagen, was das König soll tun oder nicht soll tun, was vielleicht von der Uhr wichtig sein, hinunterschreiben. Wenn wir denken an einen König, eine Monarchie, einer, der regiert, was ist hier so an diesen Tags verabfällt werden von diesen König? Sehr gut. So, an was von der Hinsicht haben soll er nicht für sich stehen? Okay? Sehr gut. So, nicht Habsucht. Habsucht. Okay? Deutlich haben wir alle verstanden. Wenn er nicht so länger ran sein, nur Piet, nur selber an Gold, dann ist er ein bisschen, ja, den soll er klein sein. Wozu noch? Okay? Der soll sich nicht, ich war hier bloß frühes Handschreiben, das aber ihr weißt wie all. Was noch? Nicht nur Ägypten. So gut, nicht Grootdown. Grootdown. Ja, aber du hast noch ein solches Ding. Wofür? Setz mal, der soll sich eine Kopie merken. Und so sagt mir dann wohl 4 Stunden, der soll sich dann mit einer Schlupfschuhe nehmen. Und wenn ihr nicht WhatsApp-Status checken könnt, dann soll ihr mal den Link blättern. Und der Gesetz, und dort sagt du, jeder Tag lesen. Dort ist ein Abfall, ihr denkt, Gesetz, jeder Tag, dort sind doch nicht nur ein Tag, aber dort sind noch. Der soll die Gesetze jeder Tag lesen. Und dort würde eine Wirkung bringen. Was finden? Gottes Volk in eine große Dynastie. Was du noch, was an dieser List ist, wo wir nicht wissen, wo du willst? Nicht zu streng und nicht zu flev. Was meint das? Bloß reich. Das alles. Nicht but hier, auch nicht but hier. Okay? So, bloß gerecht sein. Wir fingen ab einmal dort die Kenntnis vom Alten Testament, haben wir eine ganz besondere List von Verantwortung. Was Gott all fertig an dort Land nennen. Wer weiß, wann du nennen? 400 Jahre. Für soll König wird das geschrieben. Du wirst eine List was es sich holt. Aber dann frage ich die Frau, wer regiert an dieser Monarchie? Gott. König David hat keine eine Meinung. Der soll wenigstens nicht haben. Das, wo ich haben will, die Monarchie, wer will ich dort brücken, dass du wie einer, wer am Land herrschen dort, aber wirklich nicht. Wo soll das König sein Gesetz in sein Gerecht sein herkriegen zum Regieren? Von dem Gesetz, was hier ist. Also, das kriegt das selber, das jetzt hier haben, ein anderes Volk. Wir haben nicht einen König, oder nur das Rezept nur, haben wir nicht einen König, wo du dann nu bloß aus sich selbst weiß ist
en zeg, ik wil regeren. En ik vind dat is een wichtig ding voor ons christen van deze dag. Met te krijgen dat de kennis im Oude Testament, die weer niet kennis zoals we worden onder de regering van de Neuen. Ja, Gott juift die en zei het om, over dat land te regeren, aber dat wird letztendlich nicht der Mann, der regiert. Die sollen sich eine Kopie von dem Gesetz mitnehmen und die sollen das jeder Tag lesen. Und da ist dort Gesetz, wo Gott seine Weisheit durch das Mann das Land regiert. Und da fängt unsere Geschichte dann wirklich spannend an. So 1051 wird Saul als König angestellt. Wer weiß, als das König dann nu von Gott angestellt wird oder von Menschen? Wer hat sich den gewählt? Sei ihr eine Sache? Jo? Nee? Das wird interessant sein, wenn wir das kommende Werk 1. Samuel 8, 9 und 10 lesen. Und dann du bezieht die Frauen, okay, hat das Volk sich Saul dann nu uitgelesen oder hat Gott den gegeben? Und wenn du all das Rezept dir finden kannst, wieso wird das dann arg, dass das Volk nu Samuel schreibt und sagt, wie wollen ein König so sein, als was die Menschen Roman sind. Wir haben uns gelesen, was das ab sich hat, und dann fallen uns ein Teil Dinge bei, wo du dann schrutzgegangen sind. Die Königszeit, der fängt an 1051 an, und die ersten 3 Königs, der regieren alle wo lang? No. Saul, David und Salomo, der regieren alle kracklichen lang. Wo lang? Ja, wo lang wird er investiert? Jeder 40 Jahre. Also, dort Israel, und ich weiß hier niemand nach Frauen erst wo ein Land kwart hantemol. So, das ist uns voll, uns Land. Dort regt von ungefähr von hier bis hier so wat, und hier ist Jerusalem. Okay, so das ist so mit oft von boven ever de Land Israel. Und dort sind 12 Stamm. Dort sind 12 Stamm. Und die erste Regierung, was du dann angeht, wo das ganze Land regiert wird von einem König, dort sind bloß 120 Jahre. Okay, so das sind 40 Stück auf dem Kopf. Von den 1051, 120 Aufträgen, dann weiß ich, wann der erste Teilung gibt, und dann wird das dann dort, wo wir sein, und unsere nächste sind nach Schulduren tun. So, die 12 Stamm waren taub, sich einig, wie brauchen einen König. Saul wird angesollt als das erste König. Wir wollen uns aber dann lesen, nur was für ein König was ist die Anstellung hinter dessen Mann, wo die schon wollen oder sollen erfüllen. Wir wollen uns drehen, 1. Samuel, Kapitel 13. Und du werden wir lesen vom Vers 13 bis 14. So, soll seine Geschichte im Samuel-Buch als so kort. Kapitel 8, 19 auf 12 und 13, dann soll alles ut. Und wir fangen dort durch am 1. Samuel, Kapitel 13, Vers 13 und 14, sagt Samuel zu Saul das steht. Dort hat es, okay, weißt du, dass ihr da habt ihr Abfahrt und das soll, wenn sie nicht dort wie alle werden. So, das sagt du, dort hast du nicht daunen sollen. Du hast nicht dem Herrn sein Wort geholt, was er dir gegeben hat. Wenn du gehorsam gewesen wirst, dann hat der Herr die in denen nur kommen, das Königsreich ab einmal gegeben. Nur über was das Königsreich nicht mit die blieben. Der Herr hat sich einen Mann gewählt, der vom Horten gefällt. Und er hat dem angestellt, als Lehrer über sein Volk, dort als willst du nicht getan hast, was der Herr dir gesagt hat. So, was hier nu die große Lehre an
soll sein Gehorsam in den Mond, nur was Gott sagt, aus kenne ich. Dort wird es Struf. Aber was wird die Anstellung zwischen Saul und den König, nur was Gott utwirkt? Der soll krijgen. Goed, so wat hij dat alles doet? Gehoorzaam. Okay? So dan wat we hier zijn nu, ongehoorzaam. Okay? So dat weer recht. God had in alles arten gezegd wat hij doen zal, en dat wat je zegt, wie bloos, de had bloos krijgt dat jij nou doen. De had je opvat, wat hij niet zal, de had troep en weet wat alles levendig gehouden, de had een kennis niet aangebracht, de had een grote klap ongehoorzaam met je doen. En God zegt te den, fertig met die. Du bist bloos niet de kennis, nur wat ik uitzie. Wat wordt dan dat geendeel zijn van dit? So goed, so dat is leeg gehoorzaam. Ja, du war dem Vers, waar we meestal lezen. So, Samuel kwam hier nu naar Saul, en hij heeft in de nodig dat die kennis is te een. God heeft zich dem anderen gezegd. Aber de oorzaak dafür wir, dat we een kennis wordt door regiert, nu de regeringsorden wies, wat we van jou nach worden zijn, en kennis kon doen wat aan de wel. Also de Welt normaal het woord voor een monarchie is, den kennis, den hebben we niet nog vrij. De kennis, die deed wat hij wil. En zoals ik de geschichte lees, dan ving ik aan Saul deze aanstelling weer bij den geklikt. Wanneer ik de kennis zie, nou dan loopt me doen wat ik wil. En Samuel kwam lood en hij vangt om vier te merken en verbrandde tieren en nou, ik kon je doen wat ik wil. En dan kwam Samuel den de nodig geven en zei, no, du kost niet wat du bist ongehoorzaam geweest. Want du bist bloos de mens wat God vertreten deed hier zo, man ons. En dan sagt dort du ganz klar, am Vers 14, dort sagt, der Herr hat sich einen Mann gewählt, der am vom Horten gefällt, und er hat dem angestellt aus Leder über sein Volk. Dort erst willst du nicht tun hast, was der Herr dir gesagt hat. So Gott sagt nur erst, wenn du tun was der Herr dem was sagt. Und du kommst wie nur den Text, was Isaac all erwähnt, 1. Samuel 15. So klein Engstje wieder, fing wie dort Samuel hat frisch das Rede und dann sagte du, was so erwächert. Also der Opfer, der sah nicht das Gehorsam. Das sagst du in 1. Samuel 15, 22 und 23 steht. Und Samuel sagt, gefallen dem Herrn der Opfer, so soll aus am Gehorsam sein. Check, Gehorsam ist besser als Opfer. Nu am Horchen es beter aus Backfahrt ab ein Altar. Jen Unsinn es so schlimm aus Hexerie und stierkappig sein, so schlimm aus wat Beise tun und aus wat nur die Jette abfrieren. Du wegen, dass du dem Herrn sein Wort veracht hast, haf hei die auch veracht aus Tjenne. Hier kommen wir dann nu ab den Grund von Monarchie verstehen. Im Alten Testament. Wir wollen uns auflaschen im Kopf, dass du ein Kenntnis hast, was dann kommt, was du willst. Die kann nicht. Die Regierung vom Volk hat eigentlich was geändert. Gott hat sich ein Volk geholt, der hat ein Land gegeben, der hat einen großen Klumpen Menschen beim Wohnen und du wirst Gesetz. Für die Kenntnis, der einzige wir, die Menschen sollen so hängeron sein, nur Gott, vom Horten gehorsam zu sein, dass dort Gesetz wir so einfach unterwandern, dass du bloß ein Rechter sein, wo du bei uns sagst, hey, wenn ihr das und das, okay, das Gesetz sagt so, dann darüber. Schaff nicht mehr, dann wählt Gott sich ein Kenntnis. Aber die Kenntnis wird nicht, ja, nie sie akte. No. Da wir Gott sein Gesetz soll den Kenntnis regieren, halten oder regieren mehr. Und dann fingen wir dort das erste König Saul, der wird von Gott verschmäht, und David hat einen schweren Umfang an sein Leben. So ich will die Geschichte einmal vertellen, bloß
boven Eva, je kende de Geschichte von David en Saul en Salomo, die fängt in 1. 2. Samuel, in 1. Chronik en in 1. König. So, wenn ihr das weg mal eine interessante Geschichte lesen, die von Abika lesen, dann habe ich ein Teil gelehrt. So, David als ein Schubshort, und die Geschichte fängt an mit David bis in den Schub. Du hast einen Prophet gekommen, nur den seine Führer, und der will einen König sollen. Wo heißt der Prophet? Samuel. So Samuel hat 2 Offizios. Da wir ein Prophet und ein Richter. So gut. So Samuel kommt nur wem? Wo hat David seinen Führer? Isai. Und dann teilt er seine Jungs zu der Lang, du sein Schmacke, graute Vater, Stärke von alles. Und er kriegt der Rie durch der Lang. Und dann setzt er durch David seinen ältesten Bruder und sagt, wow, that wird done. Und dann sagt Gott, no, wach ich Moment, du hast noch alles ein Rotheuer Bengel und den setzt du was noch nicht. Dann holen die sich das ein Jungen von ab Stab und jen dort gesagt, also dort wie ein Verbrechen in Tjanik solven, was nicht wird, soll sie noch kommen sein. Und David wird gesolft. Und dort ist ein Bild von, wo der Heilige Jesus hat, David wird abgegoten. Und David wird von ungefähr 15, 16 gewesen. David wird gesolft, was wahrscheinlich nichts passiert. Der trägt nur seine Schub, der spielt auf seine Hop, und Lothar war wie an, der schlägt bei einem Bohr und lebt dort mit seinen Steinertjes. Und dann auf einmal wird den geraubt um Königshof, wenn da werden ja schwerer Musiker. Also, dort, der König, die wird annehmen, als Musiker muss ja gut sein. Dort ist bloß Logik. So, wenn der sagt, der kann Hop spielen, dann meine ich, der spielt dort Hof 12 Hop, der spielt Hop. Und der dort am Königshof, wir wissen nicht mehr, wie alt, aber erst war zwischen 15 und 17. Und der ist am Königshof als Hopspieler. Und wer weiß, was der nächste große Ding ist, was in David sein Leben passiert? No, noch nicht Goliath. Der war Freund mit den König sein Jung und no, dort kommt noch her, wenn der Goliath auf angebracht. So lesen die Geschichte, aber das ist ein interessanter Zwischenraum, wo David erst am Königshof nicht bloß als Musiker, der wird im Militär verwickelt und der ist mit der Armee bekannt. Aber wenn der Musiker ist, dann kann er noch mal in den höchsten Vacationen, trägt nur seine Schub. Und dann, von ungefähr, weil es David 18 ist, dann kommt die Geschichte von Goliath. Und wie morgen dort die Geschichte von Goliath, die predigt uns David sein Glauben, wenn der sagt, was war ihr dort gefallen lassen, dort diese Herden über uns Gott schlecht reden. Und er sagt das allmählich, das habe ich nicht doch lassen. So, ich weiß nicht, wer von Ihnen alle 18 ist, aber stellt euch mal in der Show an von David, die haben einen verblosen Steck, Lara, Bond und 5 Steinheitjes. Und die sagen, weißt du, was zu tun, wenn die alle nicht raten sind, das ist mir keiner, und aber uns Gott lasst das China. Und er hat einen Krieg und er schlägt das ein Ries dort. Und David wird hoch angesehen. Der befriedet sich mit dem König seiner Tochter. Und den König sehen, was soll der nächste König sein, was der beste Freund. Und dann geht er so bosig lachen an. Saul krieg ebenfalls, so ist ich dort bekickt vom Weisen Jes, der steht David im Leben, wenn David erst dort Bild von dem nächsten König. In den nutzten Menschen, der Prophet, der Richter, die Tochter und die Älteste sehen vom König, die tun alles, was die kennt, um David Leben holt. Und David rannt für 4 Jahre. Der versteigt sich am Beuheil, manche Feind von Israel, und jen alles, was wir sein, Gott sehnte. Du kriegst Anhänger, und auf einmal hast du 400 manche Krieger mit sich. Und du passieren solche bitterähnliche Dinge an dieser Geschichte. Aber das ist ein Ding, was du hoch boven steigt. David und all diese Zeit von Utkleven, von seinem Leben zu bleiben, von
hingen het licht gevierd worden en al dat schlammet, fing wie nicht ein einziges Mal, dat David sich laat verbessern en noodreeuwen wordt. Kreeg mij door te zijn, im Sinn von daar noch een Bibelstund, los wie so klar Jesus in wir wird zu sein, stu nicht vor Gott im Prache um Vergebung, wenn du nicht was deine Menschen vergeben. David hat alle Möglichkeit, Saul 3 Mal Leben zu nehmen, die das nicht. Saul hat alle Möglichkeit, sich zu rechnen und Saul seine Familie, und die das nicht. Der Ruhe, der trüht, besser, über Saul sein Tod. Und will sie endlich nach wem Leben fangen von Saul seine Familie, der braucht ihn nicht an. Der schenkt in das Land, was Saul gehört hat. Und der bedeutet den, so sind ja nichts jetzt. David wird beschrieben als der Mann nur Gott sein will. Und ich finde die Geschichte richtig rührend. Und ich kijk an, wo vergebend und wo demütig kann ich David wieder. Der hat das Leben Seul zu holen in seine letzten Jahren und er versündigt sich schrecklich. Aber der wird immer noch demütig genug, zum vor Gott kommen und tauschen dort, der wird regiert als Gott und nicht heu. 1. Samuel 17, Vers 46 und 47. Das ist die Geschichte von David und Goliath. Und wir machen du ein sehr besonderes Ding. Das sagt du im 1. Samuel 17, Vers 46, so steht. Von der noch wird der Herr mir die an meine Macht geben, und ich werde die durchschlunen und die den Kopf aufschneiden. Ich werde die Todes von der Philister erher nur die Feier und wilde Tieren geben, und alle Menschen werden sein, dass du ein Gott an Israel ist. Und all die, die von dir hier sind, werden weiten, dass der Herr nicht mit Schwert und Spieß uns raten wird. Der kommt hier den Herrn, und er wird mir die an meine Macht geben. Wem sie kommt, wird dort, und wer wird ihn gewinnen? Gott selbst. Ich finde, dass der Regierungszeit in Israel, da wie gleich eine schlechte Idee. Da wir nicht so zwei als was ich und ich war von dir bloß mir sein. Ich weiß nicht, wo ihr dort jetzt mit der Kennungszeit. Aber ich habe lange einmal meinen Kampf gehabt mit sein, die Kennungszeit wie eine schlechte Idee und das hält nicht an, wenn das schafft auch nicht. Und das ist nicht so. Da wo du nicht anhält als unsere menschliche, fleischliche, sinnliche Natur, wird Gott nicht den Ruhm geben, wird Gott trifft. Und David ist ein Beispiel von einem Mann, wo du nicht sich selbst hochheben deut. Der ihn sich nicht tun, nicht mal David, sieht nicht, dass er Goliath wird anbringen. Sie sagt, Gott wird ihnen meine Macht geben. Wenn wir uns von der Arbeit nehmen, oder die Hausabgabe nehmen für dieses Werk, dann wollen wir uns diese 3 Kennigs ein bisschen bechecken. Und dann werden wir uns die List von 5. Mose 17 mal ein bisschen leiden. Na, uns muss die Frau fragen, was passiert? Und ich weiß, die weiß noch auswendig, dass Salomo sein Trouble wie ein Frühes, wir wissen, dass Saul sein Trouble wie eine Habsucht, wir wissen, dass David sein Trouble wie ein Ökbe an einige Dinge, die kann je dort selbst uitvingen, wo sie dort aardig wie Menschen talen, wo sie dort aardig wie den nur bei seine Früh nehmen. Becheck die List mal, und dann wollen wir uns mal bloß mal abrechtig sein und sagen, okay, die Kennungszeit wir von Gott angearbeitet, das ist das, wo das schaffen, und das schafft nicht, wen der Gedei schlecht wird, das schafft nicht, wenn die Menschen nicht Gott gehorsam wird. Das Gesetz wird nicht angewandt. Ich
glaube, unsere Mama Erklingerschaft nicht, sondern etwas weiß einen ab hier. Dankeschön für mit mir auf einen Sonntag Schule sein und dann freuen wir uns zum nächsten Sonntag.